Wenn man hier über Rüstungsprojekte schwätzen, mengen ich müsste mal ein Kerl überlegen, ob man als Lützeburg nicht sollten einen Approach haben, dass ihr so große Projekte am Ausland von der Regierung engagiert wird, ob man nicht mindestens ein Kermisten hier an der Chambre drüber schwätzen. Ich erinnere, den haie Projekt, du hast dat ein Kehr mit der Belge oder mit anderen, dann ein Kehr am Ausland dezidiert gehen, um die Chamber für uns informieren. Es gab aber auch schon ein Minister von der DP, den ein einem halben Schiff und einem halben Flieger heimkommen ist, weil aber da jahrelang nicht ratifiziert gehen ist. Ich meine, die Summen, die heim im Spiel stehen, sind in der Zwischenzeit so groß, dass man müssten als Chamber aber mehr impliziert gehen, aber mehr am Vierfeld. Hier sind wir nur mit einem Projekt konfrontiert, den 172 Millionen um die TVA, das ist natürlich ganz viel Geld, mit dem praktisch kein Return für Lützeburg schuld. Das unterscheidet von anderen Projekten, die man in der Zwischenzeit diskutiert haben, für die man der auch meistens matt gedrohen haben. Wir haben immer praktisch kein Return mehr. Das sind Tankerflieger, können wir nicht auf Lützeburg tanken, wenn das wenigstens der Fall wäre. Das tun wir auch nicht. Es gibt kein Return Ökonomik für diesem Projekt. Und da stellt sich die Frage, wie will man dann das Militärbudget erhöhen über die Jahre? Für eine modeste Erhöhung vom Militärbudget, mengenisch muss man all d'accord sein. Erstens haben wir Herausforderungen aus dem internationalen Umfeld, die wir nicht hatten, bis vor kurzem, ich denke, notamment in den Nahen Osten. Ich denke noch daran, dass wir nicht an der NATO als Schmarotzer können Sieg gehen. Es ist aber wichtig, dass wir das an einem modeste, vernünftigen Maß machen. Und muss ich noch aufpassen, wie ein internationales Engagement dahin hält. Die Regierung hat nicht nur sich engagiert für die 0,6% bis 2020. Das politische Engagement von der Regierung sind die 2% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das heißt 1,5 Milliarden au Prix aktuell. Das wäre den Engagement, den politischen Engagement in die Regierung geholt. An uns fällt ab, dass die Grünen, die haben mit engem Satz so, wir sind d'accord, als einer pazifistischer Partei, zu der Partei kommen sie in die Lote Militärbudget mit setzt, an engem Satz die 172 Millionen an ein Militärprojekt ausgeht, wo sogar mir als frohe stellen, ob die do wirklich lohnedig sind. Die Argumente, die brucht gehen, die kann in allerhand frohen. Es gibt zum Beispiel geschwert, die europäische Kapazitäten hatten die nicht. Ich meine, nun Brexit, ich meine, das Projekt von einer EU-Armee, den Ass vom Tisch, wie will das danach an Europa? Außer der Madame Reding, die im Radio sich engagiert für die Richtung ausschwätzt. Aber wie realistisch ist danach die Gründung von einer europäischen Armee, von europäischen Kapazitäten, die man brauchen? Wie realistisch ist es, dass NATO das braucht, wann, auf welchem Zusammenhang? Also dann die Politik an der Ukraine, die man machen, an die Unsicherheiten, die den Ausgang mit den Wahlen nach Washington, die sollen inspirieren, an NATO-Projekten suchen ranzustierchen. Wir haben, es wird gesagt, national besoin. Wir haben den A400M bestellt, mit allen Problemen, die Vierredner beschrieben haben, Herr Gras ganz eloquent. Den A400M kann alles das machen, was diese Flieger soll können machen. Kann das Ravitaillement en vol. Kann de Ravitaillement en vol. Kann eine Aide humanitaire assurieren. Kann Personentransport assurieren. Und kann eine Evakuation medikal assurieren. Das heißt, wir als Lützeburger, wir haben einen Flieger KF, A400M, den alles das kann, wo man so, muss man auch an den nächsten investieren. Mit dem Unterschied, den A400M, du man auf wenigstens ein Kontrolldrehwer, weil es Eisen ist. Und mit dem anderen können wir höchstens Fluchtstunden darüber vergehen, und Leute, die dann eventuell brauchen. Wenn man also so ein Projekt guckt, da muss man sich schon, als das so begründet, also zu justifizieren. Wie gesagt, wir sind ob für eine Augmentation vom Militärbudget an einem raisonnablen Ausmaß, für gute Projekte, wo wir Retombee Ökonomik für Lützeburg schon, die wir können justifizieren, auch an ökonomisch schwierigen Zeiten, an Zeiten mit einem großen Budgetdefizit. Wir sind aber nicht d'accord, versuchen, auch für das Zwecker zu Fenster rauszusetzen, auch für Fenster rauszuwerfen, auch für politische Zwecke, die wir am Blick nicht können aufschätzen.